Shradin hat dich gerade so gehopst. Wieso hat mich Shradin gerade gehopst? Wie hat mich Shradin gehopst? Keine 200 Zuschauer bekommst du zusammen, meinte er. Okay, jetzt rufe ich ihn an. Ali Totoro, ich bin live. Ich bin auch live. Mein Chat hat mir gerade zugetragen, dass du über mich geredet hast im negativen Sinne. Und da wollte ich direkt in den Videocall gehen und das Ganze analysieren. Kann mich nicht erinnern. Ali Totoro? Wie kann man denn über dich negativ reden? Chat, helf mir bitte, was war? Leute kommen zu mir in den Chat und sagen, yo, der hat nur 200 Viewer und ich sitze hier in Basel in der Schweiz mit 600 Viewern. Was sagst du jetzt? Da ging es um das Ding, dass mir manchmal vorgeworfen wird, dass ich nur große Streamer mit großer Reichweite, mit großen Zuschauerzahlen auf Twitch für so ein Twitch-Event einlade. Und dann habe ich gesagt, stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel Niki, wenn der alleine streamt, 300, 400 Zuschauer. Ein Ali Totoro, wenn er streamt, 200 Zuschauer, 300 Zuschauer. Weißt du, ich habe das so ein bisschen versucht zu erklären. Und dass du jetzt natürlich durch die Decke gehst, in der Schweiz mit 600. Geil. Aha, okay. Ich habe aber noch was. Ja, okay, ich habe noch interessant. was viel wichtiger ist. Nee, ist nicht interessant. Es ist einfach Fakt. Okay, ja. Ich habe noch was viel Spannenderes für dich. Wir werden jetzt vor 10.000 Zuschauern etwas leaken. Bist du soweit? Ich bin dabei, ja. Es hat mit dir zu tun. Es hat keiner gemerkt. Aber ich habe es gemerkt, weil ich Videobeweis gesehen habe. Was kommt jetzt? Gestern wurde der Kameramann hinten vom Fahrrad angefahren und er hat sich fast auf die Fresse gelegt und danach wurden uns die Quads entzogen. Ich habe in die Menge gerufen, wer war das? Ich brauche Schuldigen. Niki Stemmler kommt zu mir und sagt, ich war's. Und dann habe ich gesagt, Niki, immer derselbe. Immer rauscht sie irgendwas um. Nein, ich war's. Ganz klar, tut mir leid, möchte mich entschuldigen. Jetzt habe ich heute Morgen ein TikTok gesehen, was viral ging. In Zeitlupe. Da bist du um die Ecke gefahren gegen den Kameramann. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und Niki, Nein. weil es dein bester Freund ist, Nein. wollte dich schützen. Das stimmt Und hat nicht. die Das stimmt Schuld nicht. auf sich genommen, obwohl du's warst. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Chat, wenn ihr da seid, schickt den Clip rein. Ich gucke mir das an, ich analysiere es nachher. Harte Anschuldigungen von deiner Seite, verstehe ich auch. Du bist genervt von der Tour. Du warst 4 Tage gestresst. Ich weiß es. Du warst auf hoher Spannung. Das muss jetzt alles raus. Die Totoro hat den Kameramann angefahren und Niki Stemmler hat den Freund geschützt. Okay. Ich stand hinten auf der Straße und habe gesagt, yo, da kommen Autos von hinten, wir müssen weg von der Straße. Ich habe mich um die Gruppe gekümmert, um die Sicherheit auch von den polnischen Einwohnern, damit die dort gut durchfahren können. Da habe ich mich gekümmert und jetzt sagst du sowas. Aus der Gruppe bist du rausgefahren, in die Kurve rein. Niki ist an dir vorbei und Niki kam hinter dir und du bist reingefahren. Mein Chat schreibt, gelbe Karte, Adi. Okay, die nehme ich. Chat. Ich habe soeben eine 14. gelbe Karte bekommen. Wir sammeln mehr. Adi, was war für dich das Highlight, wenn du mal 1 nimmst? Boah, okay. Ich habe auch schon viel mit dem Chat geredet vorher. Ich muss sagen, dass mir die Tour insgesamt wirklich ultra gut gefallen hat. Aber was mein größtes Highlight war, ist jetzt nicht so ein klassisches Highlight, ist auch ein bisschen langweilig für den Chat, aber scheiß drauf. Ne, dass vorher schon so war, okay, krass, die Truppe ist so ein bisschen zusammengewürfelt. Du hast einen Clemens, dann hast du einen Monte, du hast mich, Frege, die so eher ein bisschen von TikTok kommt. Frege streamt auch viel. Du hast dich, du bist jetzt eher nicht von unserer Generation, würde ich jetzt mal nett ausgedrückt sagen, so mäßig, ne? Aber... Was soll das denn? Ja, egal. Auf das Thema müssen wir jetzt nicht eingehen. Ne, die Rentnertour heißt nicht umsonst Rentnertour, aber egal. Das, ja. Nee, aber das... Mutig ja, auch. mutig. Aber dass auch einfach der Vibe in der Gruppe so unfassbar geil war. Krass, Das war mein Highlight. Und ich habe so ein paar Kommentare gelesen und das hat mich sehr gefreut. So ein paar Leute haben so geschrieben, so Angelcamp-Vibes. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist für mich auch so momentan oder immer noch so das geilste Event, was es jemals gab. Und wenn du an das rankommst, weil du auch Leute zusammenmischt, die vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen, kann das nur entstehen. Weißt du, wie ich meine? Und das war mein... Das Vibe in der Gruppe war Lea, unsere Yogalehrerin. Man sagt die Dame. Ja, weil du gerade von Vibe gesprochen hast in der Gruppe. Der Vibe. Das ist ein englisches Wort. Englisch, Vibe. Die Stimmung. Sorry. So. Hast du gerade, Hast du gerade, weil ich Vibe gesagt habe, an Vibe gedacht? Ja, ich bin Schweizer. Ich komme jetzt nicht mit dem Schweiz-Shaming. Okay, ich bin Schweizer. Okay. Ich rede nur noch Schweizerdeutsch. Ach, Schweiz-Shaming ist der neue Ausdruck bei dir. Ach, das kenne ich noch gar nicht. Schweiz-Shaming nennt man das. Aha. Ja, das kenne ich. Könnten wir, Adi,
gegebenenfalls nächstes Mal die Rentnertour auch durch die Schweiz machen, durch die Berge, durch so Passagen durch, wo dann so ein Wasserfall ist, wo wir so Felsquellwasser trinken können. Weißt du, was meine Idee war, bevor du darauf ansprichst? Ich möchte nächstes Jahr ein Rentnerrennen machen und möchte so ein Parcours mieten, wo so diese Motocross-Räder über diese Hubbel springen und so in die Kurve Ja, fahren. ich weiß genau Das welche. mieten wir. Du weißt genau welche. Die werden so fest planiert, dass es nicht lockerer Sand ist, sondern fester Sand. Dann gibt's ein Qualifying und dann ein Rennen. Und Wolfuß kommentiert das. Bin ich direkt dabei. Ultra geile Idee. Geil, Ich weiß oder? genau, was du meinst. Ist so Erde, aber so festgedrückte Erde. Ja, So harte Erde. richtig. Ich Ja, würde ja, ja. nie im Und dann Leben. Mit so Wippen, Ich würde auch nie. mit so Wippen und so Parcours, weißt du so, dass man auch umkippen kann. Ja, in der Steilwandkurve. Wenn du innen durch überholen willst, Ja, zack. richtig. Aber sag mal, Geil. was war dein Highlight? Aber Ganz sag. kurz noch zur Schweiz. Sag Ja. noch du ganz kurz zur Schweiz, ob Schweiz eine Idee wäre oder ob es auch krachen würde. Zuschauermäßig da, weißt du? Es würde schon sehr krachen tatsächlich. Ich meine, du warst ja dabei bei der Rollertour, als wir mit Max durch die Schweiz gefahren sind. Wir sind einmal, als wir den Berg runtergekommen sind, sind wir dort bei so einer Skateanlage reingefahren. Dann waren Ja. direkt 50 Leute da. Ja, 50. 30. 50 ist doch egal. Lass doch 50 da sein. Ey, guck, das Ding ist, mir ist es ja egal. So, ne? Wegen mir kommen auch nicht die meisten Leute. Wenn so ein Monte sagt, okay, ich sag halt, es ist auch immer ein bisschen Content, muss man halt immer abwägen, ne? was wichtiger ist. Monte sagt auch, okay, was soll der sagen? Naja, der sagt dann, ich komme nicht. Dann wird er eher geschlagen. Verstehst du das? Hast du gesehen, wie ich ihn weggemacht habe im Hotelzimmer auf der Matratze? Jetzt redest du so, am Abend vor der Tour. Du warst so nervös. Wir saßen vor dem Haus und du hast sicher so 15, 20 Mal gesagt, okay, jetzt kommt der Monte. Der geht Crash out. Der fährt morgen nicht mit. Ich bin so nervös. Und dann ist er gekommen, du bist direkt aufgestanden, hast so rumgehobelt und es hat niemand gesehen. Und ich hab's jetzt gesagt. Ja, weil die Hotelzimmer nicht so waren, wie sie auf den Fotos waren. Und ich habe Marcel verkauft, dass wir in Villen wohnen mit Pool und Whirlpool. Ja, das Nichts hast- davon hat gestimmt. Ja, das hast du mir auch verkauft so. Es war ja auch so, aber es sind halt polnische Whirlpools. Ja, Whirlpoole. das war wirklich so. Also ich freue mich sehr, wenn du nächstes Jahr auch mit dabei bist und es war wirklich insane und ich sage dir jetzt schon, Adi Totoro, wenn wir bei den Stream Awards IRL-Stream nominiert werden und die Rentnertour hat da eine Chance, man darf ja träumen, dann kriegt jeder von mir diesen Award, den es da zu verliehen gibt, nachgemacht. Also der wird dann extra nochmal vervielfältigt für alle Teilnehmer, die da waren. Geil, Digga. Dann kann ich den ja direkt neben meinen Swiss Comedy Award und meine 2 goldenen Play-Buttons von YouTube stellen. Richtig. Hat das ZDF schon angerufen, Fernsehgarten, wegen unserem Rentnertour-Lied? Nee, haben sie noch nicht. Leider noch nicht. Mann. Oh Mann. Aber ich werde den irgendwo, wenn es mal die Möglichkeit gibt, live spielen mit Niki. Ja. Das wäre noch geil Geil. gewesen, so eine Sing-Session. Ich weiß, Max hasst das. Der hasst das komplett. Trimax hasst das. Ja. Trimax. Trimax hasst das. Bist du schon wieder in der Schweiz? Ich bin zu Hause, ja. Wie bist du denn von Polen, Ostsee, jetzt in die Schweiz gekommen? Privatjet. Ja, klar, gut. Wie viel Likes hast du bei TikTok insgesamt auf deinem Konto? Was für eine Frage. Nee, erstmal, ich bin über Hamburg gefahren, 3 Stunden gepennt und dann um 7 Uhr morgens geflogen. Du hast so 50 Millionen Likes, so, gell? So hast du. Warte, ich bei guck mal. TikTok. Ich weiß gar nicht. 114 Millionen. 114 Millionen Likes. Das ist fast so viel Likes, wie du Geld auf dem Konto hast. Hör doch mal auf, jetzt die Leute wieder gegen mich aufzudribbeln, Mann. Nee, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt. Aber man muss sagen, bei Adi Totoro, und ich habe dir auch aufs Band gesprochen, dass du so ein absoluter Mehrwert bist. Die Voice hast du dir angehört? Habe ich mir angehört. Wirklich sehr, sehr nett. Ja, vielen Dank. Was ich sagen wollte ist, du bist ein Profi dieser Kurzvideos zusammenschneiden. Du hast Takt, du hast Time, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Er sitzt manchmal eine halbe Stunde offseits vom Stream, irgendwo am Strand oder da oder jetzt am Haus, am Dings und dackert da in sein Handy. Und was macht der denn? Ich frage dann immer, was macht denn Adi da? Der schneidet TikTok-Videos. Und dann nimmt er irgendwas auf, schneidet es und dann entsteht so ein Musikvideo von der Rentnertour, wo alle so reingeklippt werden mit so einem Zoom und dann so mit Schriftzug da reingeht. Ich weiß noch nicht mal, wie so ein Schriftzug geht. Also das ist echt richtig geil. Also das Endprodukt dann, was du da machst, ist geil. Will ich auch können. Danke, es freut mich sehr. Aber ich glaube, das ist ja auch genau das Geile an so Touren, ne? Dass man eben so Leute zusammenwirft, dann hat man halt auch so ein bisschen jemand wie mich, der mehr von TikTok kommt, obwohl ich gar nicht mehr so viel TikTok mache, aber klar, ich kann das so, ne? Ich glaube, das ist ja das Geile daran. Das ist auch geil fürs Projekt dann, wenn es auf TikTok präsent ist und alles. Geil. Das bockt Geil. wirklich sehr. Also Adi ist nächstes Mal dabei auf jeden Fall. Du bist gesetzt. Wer fliegt raus, Adi? Nenn mir 2 Kandidaten, die rausfliegen für nächstes Jahr. Das ist so eine Niki Stemmler? Assi-Frage. Niki Stemmler? Niki muss halt Ist dabei Niki sein wegen Stemmler Werwolf, raus? der muss halt dabei sein wegen Werwolf. Okay. Niki Stemmler Okay, ist dann dabei. würde ich eher- Zwei, die rausfliegen. Trimax und Sabex? Ja, bin ich dabei. Trimax muss raus.
Der drückt die Leute zu fest. Rippe direkt gebrochen. Ich habe den Clip angeguckt mit der Rippe. Alter. Er hat ihm die Rippe gebrochen oder angestaucht. Ich weiß auch nicht, was es ist jetzt. Vorsicht. Okay, die Clips, okay. Ja, nee, wir wissen noch nicht, was ist. Aber dann hat Zabek so gesagt, oh, nee, es schmerzt. Und dann hat Max so reingeboxt und so, hier, schmerzt es hier? Ja. Spürst du es noch? Und du hast von Zabex auch nichts mehr gehört. Nichts mehr. Zabex war dann still und so. Und wenn du jetzt mal allein nur den August nimmst von Trimax, aus dem Club geflogen, Hugo gewürgt und Zabex eine Rippe gebrochen. Das alles in einem Monat. Ja, das ist... Ich kenne das schon länger. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja witzig. Der macht das also wie oft der mich schon hochgehoben hat bei einer Party oder so. Das macht ja Max auch einfach Spaß. Der ist so ein kleines Kraftpaket. Das muss manchmal raus. Und, klar, verstehe ich auch total. Ja, aber weißt du, dann ist er offstream auch mal ein Romantiker. Dann setzt er sich zu dir hin und sagt, hey, schön. Nein, ist er nicht. Doch? Nein. Ich mag viel. Trimax ist nicht. Nein, Adi. Trimax ist kein Romantiker. Alter, niemals. Doch, wenn ich bei Max zu Hause chill, dann lege ich auch mal meinen Kopf auf seinen Schoß und schlaf eine Runde. Ja, weil er Clash of Clans spielt und gar nicht mitbekommt, dass dein Kopf auf seinem Schoß liegt. Also Ey, Digga, Schradin. Apropos Clash of Clans, das geht wirklich nicht. Das geht nicht. Wir sind gestern in den Bus eingestiegen, nach Hamburg gefahren. Es hat keiner geredet. Ich war im Bus mit Max, Niki und Paul und Jofi. Keiner hat geredet, weil die alle 10 von 10 Clash Royale süchtig sind. Paul hat ja ADHS, wenn der Clash of Clans spielt, der redet nicht mehr, der ist still, der bewegt sich nicht mehr. Wie ein kleines iPad-Kind hat er sein iPad in der Hand, spielt. Ich war alleine in diesem Van drin, 6 Stunden. Ja. Das geht nicht, oder? Das stimmt, das geht nicht. Ich kriege hier gerade von MK Colonia eine Nachricht, da steht, ich bin sonst nur stiller Mitleser deines Streams. Eins würde ich gerne zur Rentnertour sagen, die Tour war cool, tolle Leute und so weiter, aber wie ihr mit den Scootern umgegangen seid, war schon mies. Nur wenn Leute Geld haben und Sachen nicht wertschätzen können. Gibt genug ältere Menschen oder Menschen, die Einschränkungen haben, die sich nicht so einen Scooter leisten können und ihr fahrt die Dinger zu Klump. Stehe ich wahrscheinlich alleine da, aber kann ich mitleben. Ja, MK Colonia, tatsächlich stehst du genau mit dieser Aussage alleine da, weil. Und jetzt kommt das kleine Weil. Adi, du bleibst ganz kurz am Telefon. Ey, Digga, ist ein Podcast. Weil du nicht zuhörst und weil du immer nur irgendwelche Dinge aufschnappst, ohne einen Meter weiter zu denken. Und ich erkläre es dir ganz kurz, damit du das verstehst. Diese 12 Scooter, die wir für die Rentnertour mitgenommen haben, dienen einzig und alleine der Unterhaltung und des Inhaltes des Streams. Selbstverständlich wissen wir, dass diese Dinger eigentlich gespendet werden sollten. Wenn dann aber eine Gruppendynamik aufsteigt, als Entertainment-Faktor, dass die Dinger gecrashed werden, haben wir uns dazu entschlossen, diese nicht zu nehmen und zu spenden, sondern neue zu nehmen und zu spenden, sodass die Menschen, die eben genau diese Scooter brauchen und haben wollen, genau diese bekommen. Jetzt kann man im Umkehrschluss sagen, ja, aber wenn ihr die nicht zur Schrott gefahren hättet, dann wären es ja dann 24 Scooter gewesen, weil ihr neue geholt hättet und nein, wir hätten ja dann keine neuen geholt. Also, Fakt ist, dass es immer mal wieder Requisiten gibt in verschiedenen Shows, die ausschließlich zur Unterhaltung dienen. Ausschließlich. Und darüber hinaus aber trotzdem das Gesamtbild, den Zweck des Sozialen erfüllt. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Liebe. So, Adi? Okay, ich bin zurück vom Klo gekommen. Ich habe mein Handy hingelegt, weil du meinen Stream gerade so schön unterhalten hast. Danke. Nee, ganz kurz, bevor wir auflegen, okay? Ich habe mir gerade den Clip angeguckt. Also stimmt natürlich alles, was du sagst. Es sieht im Clip unfassbar so aus, als würde ich in den Fahrradfahrer reinfahren. Aber dass du mich beschuldigst, dass ich in den Fahrradfahrer reinfahre. Okay, wir schauen uns den Clip an. Okay, wie will der Fahrradfahrer in meine Richtung umfallen, wenn ich reinfahre? Okay, doch, macht schon Sinn physikalisch. Man sieht, okay, warte. Wo ist der Clip? Auf TikTok oder auf YouTube? Nee, ich habe ihn gerade im Chat zugeschickt bekommen. Warte, ich kann ihn bei dir reinschicken. Aber wir drücken gleichzeitig auf Play. Wir sehen hier Niki links außen, in der Mitte Frege, hinten, was man so überhaupt nicht kennt, Trimax. Und rechts hier mit dem blauen T-Shirt kommt Adi Totoro angefangen. Und wir achten jetzt mal drauf, Niki Stemmler fährt vorbei. Achtung. Wo fährt Niki vorbei? Okay. Nein, stimmt. Okay, guck jetzt mal. Die Kamera ist nur, warte. Ich würde es auch noch mal kurz erklären. Die Kamera ist nur so nahe bei mir, weil die Kamera auf einem 2 Meter hohen Ding war, das sich rübergedreht hat. Ich bin ziemlich weit weg vom Fahrrad. Und deshalb würde ich gerne eine Entschuldigung haben von dir. Okay, krass. Du warst es nicht. Ja. Guck mal, ich hebe noch die Hand. Guck mal hier, siehst du die Rentner, die polnischen Rentner hier?
Wir haben auch gedacht, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Den einzigen Kritikpunkt, den ich definitiv gelten lasse, dass man von außen manchmal das Gefühl hat, es war rücksichtslos. Am Ende des Tages ist niemand zu Schaden gekommen, aber die Leute, die sagen, oh, da waren aber Passanten und Kinder und ältere Herren und Fahrradfahrer, ihr wart schon ganz schön wild, gebe ich euch recht, ja, das stimmt. Es war manchmal auch für meine Begriffe ein bisschen zu wild, muss ich eingestehen, aber ich habe die Herde am Ende nicht mehr im Griff gehabt. Ihr habt es ja selber live mitbekommen. Ich habe versucht, auf sie einzureden, ich habe versucht zu sagen, Leute, ein bisschen langsam, aber die waren wie angefixt. Das war nur Glück, ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit haben wir auch Glück gehabt, dass nichts passiert. Es hätte auch was passieren können. Aber das gilt immer jeder in seiner eigenen Verantwortung. Gott sei Dank ist nichts passiert und ich hoffe, dass das nächste Mal wieder, es wird die Rentnertour geben, vielleicht nicht ganz so wild und diese Crash-Out-Touren und Alarm vielleicht nicht in der Stadt, wo Passanten sind, sondern dann eher auf Feldwegen und Waldwegen, wo keine Passanten sind. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ja, check ich. Ich will nur noch kurz in den Raum reinwerfen, es gibt auch Rentnermobile, die 40 km/h fahren, Chat. Nur, dass ihr es wisst. So, nur, dass das einmal gesagt ist für nächstes Jahr, so als kleiner Denkanstoß für dein Team. Es gibt Rentnermobile, die auch 40 fahren. Die würde ich jetzt zum Beispiel auf keinen Fall nehmen. Würde ich dir gar nicht empfehlen. Ich würde auch gar nicht dein Management nachher schreiben, ey, yo, guckt mal hier, was ich gefunden habe online. Würde ich nicht empfehlen. Finde ich zu riskant. Hast du schon Bescheid gegeben? Nee, ich habe noch gar niemandem Bescheid gegeben. Das werde ich auch nicht öffentlich sagen, dass es das gibt. Der Chat schreibt, Niki Stemmler hat fast ein Kind überfahren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war da? Ja, Niki hat ab und zu, war mal ein bisschen eng. Das geht nicht. Aber ich habe auch ganz häufig versucht, Ansagen zu machen. Es ist dann manchmal ein bisschen... Nee, aber du kannst... Schwierig. Nee, guck, die erste Ansage, die hat mich im Herzen getroffen. So, du bist aufgestanden, bist nach hinten gekommen mit deinen Watschelschuhen und deinen Hosenträgern und hast gesagt, hier, gelbe Karte. Habe ich gedacht, okay, krass. Aber wenn du halt dann zum 14. Mal eine gelbe Karte verteilst, denken sich halt auch alle, okay, der zieht ja gar nicht durch. Aber was will er auch machen? Uns nach Hause schicken. Das ist das Problem. Ja. Nee, ich hätte euch dann auch mal in den Van gesteckt für 2 Stunden. Hättest du das gemacht? Schweren Herzens. Sag ich dir, wie es ist. Und das wussten wir genau. Ganz kurz das Video an. Das wussten wir ganz kurz das Video nochmal an und dann kommt die Entschuldigung. Niki Stemmler kommt jetzt. Okay, und da wird's dagegen und dann, ja. Ich erwarte. Es war Niki Stemmler. Ja, ich erwarte eine Entschuldigung. Adi Totoro. Ich erwarte eine Entschuldigung. Du kannst dir was überlegen. Ich entschuldige mich. Nee, pass auf, ich entschuldige mich bei Niki. Ja, okay, bei Niki, okay. Nein, ich entschuldige mich bei Adi Totoro, dass ich ihm nach Videobeweis die rote Karte gegeben habe. Und es war Niki Stemmler, der da reingecrasht ist. Ja, danke. Gerne. Ich finde es aber gut, dass du deine Fehler einsiehst. Das ist wichtig. Ich möchte mich auch bei deiner Community entschuldigen. Ja, jemand hat gerade was Gutes in deinen Chat geschrieben. Finde ich einen ganz, ganz interessanten Input. Ja, was hat er geschrieben? Der hat geschrieben, 50 Subs als Entschuldigung. Finde ich persönlich jetzt sehr interessant. 50 Subs? Warum machen wir nicht 100? Das verstehe ich nicht. Eben, das ist schon der Discount. Wie viele Subs hast du insgesamt gerade? Ich habe 84 Subs. Was sagst du dazu? Das ist sehr, sehr, aber ohne sehr, Lachen. sehr viel. Aber ohne Lachen. Ohne Lachen. Nein, das ist... Nein. Nein. 84 Das ist... Subs. Das ist viel. Nee, das ist sehr viel. Eben, ja. sag ich ja. Guck mal, ich habe teilweise 44 Subs gehabt. Weißt du, was ich meine? Also du hast schon über 80 Subs. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Subs ich habe. finde, du musst noch ein bisschen mehr durchziehen auf Twitch. Dann kannst du das auch mal erreichen eines Tages. Also, ich sag so, wenn du 100 Subs, wenn die Community jetzt mal auf 100 hochgeht, dann könnte ich mir überlegen, ob von mir noch was kommt. Nein, du musst nicht. Ich gehe da nicht rein. Nee, das ist mir unangenehm. Ja, okay, jetzt habe ich 10 Subs bekommen. 10 Subs von Obeteo. Digga. Ja, Obeteo ist Obeteo 10 Subs. Kuss. Ja, der ballert bei mir auch richtig. Obeteo ist Ehrenmann. Aber das ist mir jetzt unangenehm. Kato mit einem Prime-Sub. 200 Subs hast du. Ja, haut mal Subs bei Adi rein. Komm, der traut sich sonst nicht. Der hat den Rentner-Song geschrieben, innerhalb von einem Tag. Den kann man auch mal... Warte, Schradin. Don Peddix mit 5 Subs. Ballabra mit 10 Subs. Wir haben 111 Subs. Bianca mit 5 Subs. Rede. Ist das krank. Ey, Digga, Schradin, vielen Dank. Wirklich. Bin ich jetzt offiziell Twitch-Streamer? Ja, bist du. Danke. Ich wurde aufgenommen. Mit so vielen Subs, auf jeden Fall. Aufgenommen in die Familie. Das freut mich. Nee, vielen Dank, Digga, wirklich. Also, du warst mir ein ganz sympathischer Typ und ich habe dich immer sehr, sehr gerne dabei, weil du zwischen Humor, Action und Stille sehr, sehr schön unterscheiden kannst. So, das gefällt mir sehr, sehr gut. Danke. Kann ich aber nur zurückgeben. Man kann mit dir sehr, sehr gute Deep Talks. Sehr, sehr gute Deep Talks mit dir führen. Aber ich kann dir das auch zurückgeben, weil damals, wir haben dich ja auch, du hast ja im Januar den Darts Creator Cup moderiert, wo wir dich eingeladen haben. Stimmt. Und da wussten wir auch nicht, macht dir das Spaß, aber du bist auch ein Mensch, du kommst, du hast Spaß dran. Und man macht es einfach aus Freundschaft. Und das ist doch das Schöne daran. Und findet es wieder statt nächstes Jahr?
Er findet wieder statt. 4. Januar in Köln. Oh nee, hoffentlich bin ich da nicht im Urlaub, gell? Wir gucken noch. Adi, es war für mich ein großes Fest. Die Planung ist im vollen Gange. Wir haben schon entschieden, dass es eine Rentnertour geben wird. Geil. Und ich habe gerade so ein bisschen erzählt, wie es mit dem Schiff gekommen ist, mit dem Finale. Wir haben es uns ein bisschen anders gewünscht. Aber dass das natürlich nicht den Trübsal bläst. Liebe, Okay, mein Freund. Liebe. Und wir hören uns, sehen uns. Ne? Yes, wir hören uns, sehen uns. Vielen Dank. Ganz kurz, der Rentnersong. Ja. Wie kann ich den denn hören hier bei mir? Gibt's den auf YouTube auch? Der Musikvideo ist auf YouTube online gekommen, aber auf meinem Zweitkanal, nicht auf dem Hauptkanal. Ist so ein Zusammenschnitt von der Tour, ist nichts Großes. Aber auf Spotify. Ich möchte, wie kriege ich hier Spotify auf meinen Kalender? Du hier, hast auf Spotify nicht auf deinen PC installiert. Wie geht denn das? Du bist ein Streamer. Also ich frage mich manchmal wirklich. Ja, ich mache nur Musik. Hörst du nie über Musik, YouTube. wenn du Gaming zockst? Nee. Du gehst jetzt auf YouTube, schreibst Rentner-Tour-Song, Abfahrt. Ich höre mir jetzt das Lied an. Ja, hört das Lied an und streamt's auf Spotify. Geil. Liebe. Geil, wir hören uns. Ey, vielen Dank. Liebe. Grüße, Chat, Grüße. Kuss an Schradin. wir gucken, wie er reagiert. Wir gucken. Geil. Also, das ist ja ein geiles Video. Leck mich fett am Arsch, das ist ja geil. Das ist ja geil. Geil, Mann, Digga. Grüße an Schradin.